Brauli, wie ein Jung, der kriegt einen sehr guten Rat von seinem Pa, einen anderen sehr guten Rat von seiner Ma. Der Pa von Brauli sagt ihm folgendes. Er sagt, Brauli, weißt du, Brauli, ein Fub voll Geld, eine reiche Fub, ist nützlich, wenn du einen armen Hort hast. Wenn ein Hort arm ist, hält das nicht eine reiche Fub an. Das gibt Menschen, die sind so ganz furchtbar sehr arm geworden. Das Einzige, was ihnen geblieben ist, ist noch Geld. Wenn ein Hort arm ist, das sind sehr arme Menschen. Jemand wird der nächste Tag nicht Milliarden Jahre, also die Ewigkeit wird noch länger als das Tag nicht Milliarden Jahre nicht geklappt, sind arme Menschen. Weiß nicht mehr, was mir das unträgt. Ich habe Sachen nicht ganz so erklärt. Das sind arme Menschen, das sind so arme Menschen, die nicht wie viel Geld die haben. Wenn das Hort nicht reich ist, dann hält das nicht, wie viel Geld da in der Fub ist. Und einige, die haben immer Angst und ich mache das bewahren. Ich will nicht Geld geben, ich will nicht Geld gelegt, ich will ein bisschen geben, bloß dass die Gewässer nicht so sehr schlimm ist. In dem Bereich vom Gewässer sagt der Mann von Brauli folgendes. Das beste Gewässer ist ein gutes Gewässer. Ein leichtes Gewässer in der Friede im Hort, das ist die beste Medizin zum Geld schluppen. Das gibt Menschen, die haben gute Gewässer und ein gutes Medratz, aber der Berne ist nicht ein Hort an der Niere, ein Stein an der Niere, sondern das ist ein Stein im Horten, wo das einmal war, also ramkloppert der Berne, dass er nicht Geld schluppen kann, wenn sie zu viele Steine am Hort ramkloppern und am Verstand ramkloppern. Ein gutes Gewässer ist, wenn das Gewässer gut funktioniert. Ich habe ein reines Gewässer, ich sehe in Frieden mit Gott, mit den Nächsten. Was ist, wenn das mal nicht ist? Bist du bereit, auch dann eins was zu sehen mit Gott, mit den Nächsten, dass ich kämpfe, dass das Gewässer, was da leichter ist? Oder lässt du die Steine da immer am Gewässer rumliegen? Oder bist du bereit, eins von so wie drauf zu bühren, dass das Hort sehr kalt geworden ist, dass das Hort sehr aufgebüht ist und so arm ist, dass du nicht mal mehr gute Gubel kannst tun, dass du nicht mal kannst wirklich vernünftig kalten, oder andere Menschen sehen, oder Nächsten, was gut tun, sondern bis immer seine mit Töne hängen zu bleiben. Wenn man jeder das in das Open hängt und das berät, dass Gott mehr entscheiden kann. Aber Gott hat Schwierigkeiten, wenn eins wer bloß einmal erst hier. Und das gibt viele Menschen, die haben großen wirtschaftlichen Sehen, aber am Hort nicht, oder in der Familie nicht. Wenn sie, das Geld ist ein Ausdruck von dort, was am Hort ist. Wenn ich bloß immer seine Miete schätze für die Zukunft und alles, ich will nicht auf Gott vertrauen, und ich will nicht andere Menschen sehen, ich mache alles seine für mich, und das ich ist bloß immer ich und dann ich. Das gibt 21 Steine am Hort. So, die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 18, wat recht ein gute Wortje. Also das gute Deine und das direkt war ein gute Wortje, halt die Nächsten, halt jeden. Recht war ein gute Wortje. Beste Mensch, der recht ist, oder arm ist. Reiche Menschen, das gibt Menschen, die haben nicht Geld, aber sind sehr reich. Wenn sie haben sehr reich Hort, das Hort ist weg aus der Geldtasche. Und dann mit guten Worten. Gott sagt, wo recht ein gute Worte. Die Nächsten, wo kannst du uns was Gutes tun? So viel, eine Mission, die das schworen, und sagt, weiß nicht, was ich mein Geld tun. Oder wieso ich mit meiner Zeit haben, wie kann ich andere Menschen sehen? Gott sagt Menschen, die bereit sind, ein Kasse zu haben, was ein gutes Gewässer ist. Gott sagt Menschen, die Frieden im Hort haben. Und wenn du nicht hast, dann macht er es geben. Und sieht, dass solange ich war eine offene Horthand, eine offene Hänghand, und ich war reich wurde, ein gute Worte, ich war mir helfen, sodass Gott sein Recht gebüht wird, eines Tages noch viele Menschen im Himmel sind.